Endlich wären sie weit, wir sind auf Rheinbeck gefahren. Wir haben ein Hotel angecheckt, aber wir waren ein letztes Jahr gut essen. Ehe du nächsten Tag für mich an die Klinik gegangen bist. In einem Kaffee, also du losgegangen, und wir sind in die Klinik gefahren. Als erstes kriegst du so schön Bändchen, dass ich ja nicht mehr verloren ging an der Klinik. Dann hatte ich noch ein Rendezvous beim Anästhesist, wo dann geguckt ging, was für 4 Erkrankungen schon und dass eben das Anästhesie genau auf mich angepasst ging. Dass ich ja schön brav während der ganzen OP schlafen. Wie ich das dann alles hinter mir hatte, kriegst du mir Kummer gewesen, wo ich mit einem anderen Transgender zusammenlung. Du kriegst eine Blutanalyse gemäht und danach hat der Firma uns eine Kiste mit Epithese rausgebracht und eine ganze Kopf Bücher. Die Epithese-Kiste hat sie so witzig Zipfelkiste genannt. Da waren eben Epithesen, also Penisprothesen dran, die von einer Epithetikerin aus Deutschland gemäht gehen, also so Penisprothesen, die eben ganz genau auf den Körper angepasst gehen. Dann habe ich mir die Bücher zusammen mit meinen Eltern und meinem besten Kollegen angeguckt, wo sich alle Transgender, die da operiert gehen, darauf verewigt hat, entweder etwas gemalt oder etwas Schönes da geschrieben hat, den Tag ihren entlos gehen ist aus der Klinik. Geht da oben zu meinen Eltern und meinem besten Kollegen und trägt ein Urteil gefahren, und ich war lang. Eigentlich war ich schon überhaupt nicht nervös oder so, aber ich habe mich echt einfach mega gefreut, dass es nächsten Tag endlich so weit ist und ich operiert bin. Für das ich aber ein bisschen anständig kann schlafen, kriege ich oben seinen Schlafpell und dann habe ich mich eigentlich schon im Bett fertig gemäht und habe mich hingelöst und ich muss sagen, ich schon ziemlich gut geschlafen. Bis nächsten Morgen. Dafür haben wir mich wackig gemacht hat und mir den Blutdruck gemusst hat. Endlich war es soweit, der 5. September 2019, ich bin operiert bin. Wie dann die ganzen Parameter geholt waren, habe ich mich duschen gehen und mich an den sexy OP-Kittel schmeißen. Kurz darauf ist dann eigentlich auch schon der Doktor gekommen, für mich umzuzeichnen, wo dann ja nur die genaue Schnittsolle verlaufen. Dann kann ich eigentlich schon genau sehen, woher nur meine Narbenwerte sind und wer nur, dass wir alles ein bisschen wert ausgesehen. Dann ist es geheißen für mich werden, anders zu werden, weil ich zwar die zweite Operation und es soll so gegen 11 Uhr aufgeholt gehen. Da sind meine Eltern und mein bester Kollege gekommen und ich habe gemerkt, die waren mega nervös. Ich war eigentlich noch ziemlich traurig, aber ich kann verstehen, dass sie nervös waren, weil ja, für sie, ja, sie haben eine ganze Zeit schon wissen, nur während der ganzen OP auf mich werden und ich denke, das ist gar nicht so angenehm, dann da relaxed zu bleiben. Du haben ein paar gemeinsam Foto gemäht, und ein bisschen den Gag gemäht und viel gelacht. Und dann ist es eigentlich schon losgegangen. Dann hast du in der Firma hergekommen und hat mir einen Beruhigungspil gebracht. Und dann hast du kurz darauf eigentlich schon gekommen, dem ich mein Bett aufgeholt habe, für Rover in die OP zu bringen. Du warst natürlich ein bisschen emotional gehen. Meine Eltern und mein bester Kollege waren ziemlich traurig und das hat mich schon natürlich auch ein bisschen traurig gemäht. In einer OP, Vorbereitungssaal oder wie ich das auch immer richtig so nennen, sind ich komplett verkabelt gehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich meinen Hals noch unten hatte. Den hatte ich eigentlich umgedacht, weil es eben noch so lange dauern. Und ich nicht voll unbedingt komplett nackig wollte rundherum laufen, wenn ich auf die Toilette muss gehen oder was sonst irgendwas wäre. Ja, dann ist mir aber durch eine OP abgefallen, respektive an dem Vorbereitungssaal. Und dann haben wir den wohl natürlich an meinen Kopfkissen verstaut, für das den Herrn auch nicht verschwunden ist, wenn ich nur am Träger auf den Kummer komme. Weil ich komplett verkabelt war, sind ich dann Herrn auf den anderen Tisch geklommen, wo ich dann noch gepickt gehen sind, für die Box da zu lehnen. Und wir haben ziemlich lange müssen auf den Anästhesist werden, für das ich auch relativ gut schlafen. Wie den dann endlich dabeigekommen ist, habe ich schon noch gefragt, wo war ich da während der Operation vielleicht träumen, und ich habe von den Malediven gesucht gehabt. Da habe ich die Maske schon abgesagt und kurz im Moment darauf habe ich schon geschlafen und ich schon während der ganzen OP überhaupt nicht mitgekriegt und ich schon noch nicht mitgekriegt, dass ich irgendwie in einem Aufwachraum so gelegen habe. Das erste, was ich mitgekriegt habe, meinte ich, wo ich auf der Kummer war, da waren meine Eltern noch da und mein bester Kollege war noch da, aber schon das alles noch irgendwie so vag an Erinnerung, weil ja, ich war noch ziemlich mit und ich habe noch relativ schnell um 4 Uhr geschlafen. Gegen 10 Uhr sind ich dann ein bisschen mehr wackig gehen und ich habe mich noch Toilette. Ja, dann habe ich dafür mehr gerufen. Und die haben gemeint, ich soll das mal nach Silos mal auf die Toilette gehen, weil ich schon anscheinend nicht so ganz gut ausgesehen.
Dann hat sie mal den Blutdruck mal nachgemost und auch das hat bestätigt, dass ich besser hat, noch nicht aufzustehen. Dann hat der Firma die erste Verband abgemäht, für zu gucken, ob alles okay ist. Und ich hatte eben so ein fast Kompressionswest und also so einen Druckverband eigentlich rundherum, für dass so einen gewissen Druck auf den Narben und eben noch auf die Brustschmerzen ist, für dass der noch am eher bei U-Wissen. Ich war natürlich mega happy. Auch wenn ich noch so halb am Dusel war ich einfach, ich meine, der glücklichste Mensch von der Welt, im Moment die erste Kehr zu gesehen, dass du einfach nicht mehr hast, als ich endlich frei bin. Dafür haben wir dort noch gemerkt, weil ich auf Toilette muss, soll ich mir vielleicht nicht mehr noch so großartig auf die Pumpe drücken, weil das sonst mit meinem Dusel und meinem Kreislaufprobleme nicht besser gehen. Und dann muss ich natürlich dann noch den Rot so angeholt und schon nicht mehr auf die Pumpe gedrückt. Gegen den Hauer Hundestunden dafür mehr gerufen, weil ich definitiv den Weg auf Toilette gehen. Und dann hat dafür mehr den Blutdruck gemacht und war dann auch alles ein bisschen okay. Und ganz gemeldet sind ich zusammen dafür mehr auf Toilette gegangen. Und ich muss sagen, wow, ich habe mich gefühlt, wie wenn ich von 1000 Kammern an die Rand gehe. Aber ja, ich muss sagen, schon gepackt. Vom Bett bis zur Toilette und dann noch zurück. Und das hat mich ziemlich viel Anstrengung gekostet. Und ich bin froh, weil ich immer nur immer im Bett zu liegen und einfach zu schlafen. Ich muss sagen, ich meine, die ersten Stunden wirklich relativ gut geschlafen. Bis morgens frei, wie es darum der Firma kommen, sie für meinen Blutdruck zu messen und den ganzen anderen Rest relativ gut geschlafen. Bis morgens frei, wie es darum der Firma kommen, sie für meinen Blutdruck zu messen und den ganzen anderen Rest. An dem zu gucken, ob meine Radon, also die Drainagen, die ganze Körper, die Flüssigkeit aus meinem Körper raus befördern, dass das nicht an meinem Körper drauf läuft. Also mal geguckt gehen, ob du nicht zu viel Flüssigkeit hast. Ja. Für die Firma mit all dem fertig war, konntest du noch schon einen Kaffee zu trinken und etwas zu essen. Und ich muss sagen, ich hatte überhaupt keinen Hunger. Trotz dass ich dafür drin überhaupt nicht gegessen hatte ich keinen Hunger. Mehr ist schon noch irgendwie forciert. Aber ein bisschen etwas zu essen, für das ich einfach ein bisschen zu Kraft darum kommen. Und wie ich dann nochmal fertig war, als dann eigentlich schon Doktorsvisit kam, und die Hunden genau alles geguckt in dem Verband, also Verband abgemäht und alles genau geguckt. Und der Doktor so, der war ganz zufrieden und dann hat er natürlich schon ein Foto gemäht und ich muss sagen, das war mega schön. Weil ich dann alles ein bisschen mehr bewusst macht, und nicht so komplett am Dusel wie den dafür drin und dann nur stehen. Und du warst relativ stolz, endlich frei zu sehen. Wenn du meinen Besuch kommst, also meine Eltern und mein Kollege, konnten die natürlich direkt die Foto gewiesen. Wir hatten sie auch gesehen, was in meinem Verband dann eigentlich so ist. Ich war natürlich mega glücklich im Moment. Und ich meine auch, sie waren ziemlich froh, dass ich so glücklich war. Ja, die erste Zeit schon, also eigentlich schon nicht so viel gelaufen, weil ich einfach noch mit war, ich weh hatte und einfach nicht viel Kraft hatte. Das heißt, meine ganze Anstrengung war eigentlich so gegangen, für bis vom Bett bis auf den Gang auf die Toilette zu gehen und noch am Träger mich auf Bett zu lehnen. Und das hat mich eigentlich schon ziemlich viel Anstrengung gekostet und ich war ziemlich platt, muss ich sagen. Einen Tag später hat das ganz anders das ausgesehen und ich war schon ein bisschen mehr fit und ich konnte schon ein bisschen auf den Gang spazieren, war noch nicht ganz weit, aber zusammen mit meinem Alter, meinem besten Kollegen, sind wir dann auf den Gang raufgegangen und ich muss sagen, ich war schon ziemlich froh, dass ich das überhaupt nicht gut. Ja, meistens wird es dann auch, dass dann immer abstürzt gehen, ja, mal mehr, mal Männer gut, aber immerhin eine kleine Highlight so am Tag, wenn ich so an der Klinik leide eben. Und du kannst dann eben noch dann zwischendurch eben am Mitte so im Gang kann ich sich Kaffee und Tee und Wasser und so kleine Kichelschau holen. Mir hat selber eigentlich so Knabberzeugs dabei, Kichelschau, was weiß ich nicht noch alles. Für dass ich so den kleinen Hunger zwischendurch eigentlich konnte ein bisschen so stillen. Und ja, von Tag zu Tag ist es eben besser gegangen und ich bin dann auch schon mal raus konnte spazieren gehen. Die hatten einen riesengroßen Gärten, wo ich raus konnte spazieren gehen und die Sonne konnte genießen. Und das war muss so ein ziemlich flott, draußen an der frischen Luft konnten zu sehen. Und ich muss sagen, mein bester Kollege, der hat ziemlich viel Geduld mitgebracht, für draußen mit mir dort zu spazieren, als Runden dort zu drehen. Weil wir wirklich viele Stunden draußen verbracht, aber natürlich alles am schlägen Tempo. Von Bank zu Bank sind wir gegangen und auf alle Banken haben wir eine Pause gebraucht. Aber ich muss sagen, mein bester Kollege, der war ganz live und hat ganz viel Geduld gewiesen, für mit mir da draußen zu spazieren. So sind die dann noch irgendwie vergangen. Ich habe mich schon Tag zu Tag immer besser gefühlt. Ich bin mir fit gehen und ich konnte mich immer mehr bewegen und mobilisieren und draußen spazieren gehen, Sonne genießen. Schöne Momente mit meiner Familie, mit meinem besten Kollegen und dann auch mit meinem Zimmernachbar.
sich ein bisschen erhalten und austauschen, wie sei wieder, wie es los so war. Und ich muss so nicht eigentlich eine flotte Zeit, muss ich so. Und auch wenn ich Momente hatte, wo ich mich ziemlich gelangweilt habe, wenn ich so lange in der Klinik überlegt. Wie dann hat sich dann halt mit Filmen, Netflix, aber wie sich nicht noch alles halt zufrieden gehen und so eben Zeit umkriegt. Zwischen meinem Besuch von meinen Eltern und meinem besten Kollegen war dann natürlich immer noch der Doktor immer da, den immer geguckt, ob alles okay ist. Den zweitletzten Tag hat du gehst Kummerplünderin. Weil mein Opa aus dem Losgehen, der war ja den dafür mir schon operiert gehen. Das heißt, sind dann an einen anderen Kummer kommen, an einen Dreibadkummer, wo aber schon von der Entlosgehen ist. Das heißt, wir waren aber so zu zwei und ich muss sagen, mein neuer Badenopa, der war auch super, super live und mega cool. Die haben noch zusammen mit dem Gesellschaftsspieler gespielt wie Uno und manch Ärger dich nicht immer gespielt. Das war natürlich mega flott. Denn daraus kommen 5 Tage nur der OP, es hört endlich dürfen ich raus aus der Klinik. Also ich tue da aber geguckt, ob nicht so viel Wundflüssigkeit an Menge Rütteln drauf war, weil es hat nicht mehr wie 10 Milliliter von dem dafür drauf, bis den Tag selber vorauskommen, weil sonst dürfen wir nicht losgehen. Dann, yippie, ich schon dürfen endlich an Duschen noch 5 Tage nicht duschen gehen. War das ein ziemlich geiler Moment, endlich duschen zu gehen. Wenn das auch ein bisschen anstrengend war, mit den ganzen Kabeln do, für du nicht irgendwie mich zu verhindern oder du drauf zu trippeln und du mal da zu fallen oder so. Aber ich muss sagen, ich habe mich richtig gut nach der ersten Dusche gefühlt. Und dann konnte ich dann eigentlich auch schon die Räder gezogen. Ich hatte gesucht von 2 Schülerinnen, die mich gefragt haben, ob das für mich okay ist, wenn die das sehen. Und natürlich hat das für mich gar kein Problem. Da ist ja nun der Doktor gekommen und dafür mir dann alles geguckt und dann hast du noch die erste die komplette Verband draufgeholt gehen, also auch der Verband von der Brustwarzen das draufgeholt gehen und der erste konntest du sozusagen alles so komplett frei gesehen. Ja, der erste das Resultat, der erste ohne Verband, alles zu gesehen. Die erste oben ohne mich zu gesehen, das war ziemlich nice, muss ich sagen. Das war ein richtig cooler Moment. Das war die erste eben, wo dann eben die ganze Verband drauf war. Und das, ja, die erste so aus wie zu soll sein eigentlich. Und ich meine, ich war einfach sprachlos. Ich habe mich am Spiegel geguckt und ich war einfach geflasht. Und ich war einfach mega, mega happy. Und ja, ich war einfach mega froh. Wie wir dann die ganze Creme zusammengepackt haben, weil ich alles bei ihnen alles hatten, war ich ziemlich nervös, weil du gehst die ich kann mit dem Auto noch die Operation fahren. Und ich war nicht für nichts so aufgeregt, weil ich muss so in alle kleinen Hivelchen und was wie sich nicht alles auf der Straße habe ich gespürt und das wird noch ziemlich weh gedauert und das war mega unangenehm und ich war froh, dass es nicht wirklich weit war, bis wir an unserem Haus da, was wir gelohnt hatten, angekommen sind. Die nächsten Tage waren auch nicht so spektakulär, weil mit mir einfach noch nicht so wirklich viel anzufangen war. Wir haben viel mehr geguckt zusammen, wir waren all mal ein bisschen spazieren, wir hatten so kleine Weiher hinter dem Haus, wo wir ein paar Meter bis du hingehen, bis du hin sind wir dann mal sitzen gegangen. Aber es ist noch ein Tag mit ein Kehr shoppen gegangen und auf Freck, mein Gott, also in einer halben Stunde hatte ich so genug und ich war froh, wie ich mich endlich auf einer Bank konnte sitzen. Aber wir haben auch im Zurückfahren und ich mich doch auf die Kanapee konnte lehnen und einfach konnte nichts machen. Ich meine, ich war einfach noch nicht so fit und hat mir einfach noch alles mega viel Kraft gekostet. Aber immerhin, ich war einen Tag mit raus, schon also nicht so viel von Hamburg, weil Rheinberg ja da relativ no leid und ich also überhaupt nicht gesehen. Aber bon, das ist nicht so schlimm. Immerhin, als von meinen größten Zielen an meinem Leben, wo gehen. Die ist vergangen und ich konnte endlich heimfahren. Das tun wir gemäht zusammen, also ich zusammen mit meinem besten Kollegen, mit dem Zug. Ich habe mich für den Zug entschieden, weil das einfach mir angenehm ist, weil ich mich nicht ausstrecken, weil ich okay gut habe und du Energie drücken. Und am Zug kann ich einfach zu einem Moment abstehen, so wie ich eben gerade Lust hat. Endlich zu ihm angekommen und ich war einfach glücklich, endlich an meinem eigenen Bett zu sein. Das war einfach besser wie das an der Klinik an. So früh im Bett sind einfach nicht irgendwie so nicht das richtig und ich war ziemlich froh, wie ich endlich schon heim war. Ja, die ganze Zeit schon in der Klinik muss ich sagen, ich habe nicht so ganz gut geschlafen. Ich musste im Recklein, ich konnte mich nicht auf die Seite drehen.
weil das echt mal wehgetan hat, aber den ganzen Kabel, es war dann einfach gut nicht dran, das ist schon einfach irgendwie mich so durch die Nächte durchgeschläft und habe mich amüsiert mit Fernsehen, lesen, Filme gucken, aber was weiß ich, weil geschlafen und nicht wirklich, weil ich eigentlich gewinnt bin, auf der Seite zu schlafen. Ich hoffe, ich wird mir eine ganze Story zu meiner ganzen ersten Operation gefallen. Aber wenn da auch das irgendwelche Fragen holt, einfach in Kommentare oder mich schreiben oder wie auch immer. Und lasst gerne ein Like da und ich freue mich bis demnächst.